So, servus und habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was ich sagen soll, aber ich sage einfach grüßt euch und ich mache das heute nicht alleine. Ich habe einen Conny dabei. Grüß dich, Conny. Servus, Mikey Boy. Ich glaube, ich bin ein bisschen infiziert, deswegen bin ich wegen Verwirrtheit. Was ist denn da los mit mir? Auwitzwig. Solange du nicht wütend bist vor lauter infiziert sein. Oh, ich habe voll den Rage, Alter. Einen richtigen Social Rage. Ah. Schon. Warum, wegen dem Film, den du geschaut hast, oder pauschal einmal? Ja, pauschal, aber der Film war schon ein wenig ein Potpourri der Gefühle, möchte ich fast behaupten. Auwitzwig. Also für mich gibt es in dem Film eigentlich nur ein Gefühl und das ist rasende Wut. Positiv oder negativ? Inhaltlich für den Film ist es negativ, weil dort Leute dafür eingehauen werden. Dann. Okay, aber... Mir oder nicht wütend gemacht. Okay. Ich hab... Ich kann das Gefühl noch nicht zuordnen, aber es ist keine Wut. Okay. Und dass die Leute auch wissen, die jetzt die Überschrift von der Folge noch nicht gelesen haben, wir reden heute über 28 Days Later. Den ersten Teil der Pentalogie, oder was ist dann? Dann ist eine Trilogie. Eine Trilogie kriegen wir, aber es werden ja quasi dann noch mit zwei, oder? Dann waren es noch mit zwei, ja. Dann ist Quintett. Okay. Naja, Quintologie. Mathe, 1 gut in Mathe. Ja, da hab ich immer... Ich war nicht gut in Mathe, aber dafür schnell. Ja, schnell ist immer gut. Also, wie gesagt, wir reden über 28 Days Later vom Alex Garland, nicht vom Danny Boyle. Geschrieben hat ist der Alex Garland. Der Film ist 2002 in die Kinos gekommen und da kann ich davon sagen, um was es in diesem Drecksfilm geht. Drecksfilm gleich? Was ist los mit dir? Ich möchte nur wegen die Erwartungen von den Zuhörern wegen schüren, die sagen, was ist mit ihm schon wieder los? Der Wichser, der. Ja, Unsympath. Richtig unsympath. 28 Days Later erzählt die Geschichte in Großbritannien vom Jim, der im Krankenhaus aufwacht und sich überhaupt nicht auskennt, weil laut das Damisch sei, so wie es am Mike jeden Sonntag nach dem Furtge geht. Ja, unbedingt. Immer klassischer Mike, Mong auspumpt, schwerer Entzug und knockert irgendwo auf der Straße gefunden und dann mit dem Sanke ins Krankenhaus gefahren worden. Ja, Frauen, Kinder, Schlung. Nicht schon wieder, heißt es dann. Papa nicht. Die schlug nicht, du bist mein Lieblingskind. Da hört ein guter Lack so, und es gibt kein anderer. Ja, genau. Der wacht auf und es ist halt alles, es sind alle weg, die Straßen sind lau und er kennt sich überhaupt nicht aus, was eigentlich los ist. Dann wuselt er ein wenig durch die Stadt durch und auf einmal schreit ihn der Pfarrer an. Ich weiß gar nicht, warum er da überrascht war. Das war bei uns im Religionsunterricht normal, oder Mike? Die haben nicht viel geschrien, die haben einfach zugeschlagen. Also zu meiner Zeit, da ist ein richtig hingelangt worden. Ich habe 2 Fotzen vom Pfarrer damals gekriegt. Ehrlich, du bist ja eine Generation über mir, gell? Ja, auf alle Fälle. Und nur weil ich mich gefragt habe, ob er an Wiedergeburt glaubt, dann hat er mir voll die geschossen. Bis mir dann aufgekommen ist, ja natürlich nicht, das sind ja Christen, aber das weißt du halt nur als, weiß ich nicht, erste Klasse mit 6, 7 weißt du halt das leider nicht, aber er hat trotzdem schon zugelangt. Ja, das mag ich, du warst ein junger, knackiger Bub. Mit wegen Widerstand, da hat das schon passt. Da ist es ja wurscht, Hauptsache mal angelangt, das kleine Ding. Weiter! Geil, was er gewesen, wenn es gefragt hätte, ob er Nachgeburt glaubt. Nachgeburt? Ja. Oh, glaube ich nicht. Ja, da Falle, die große heilige Plazenta, wer geht's nicht? Richtig. Die schmeckt richtig gut. Muss da Globulis draus machen. Auf alle Fälle, der Jim wird dann vom Fahrer angeschrien und dann kommen halt noch ein paar mehrere dazu und es eskaliert auf einmal Vollgas und er weiß halt auch nicht, warum, was die Leute von ihm wollen. Lauft davon und wird dann gerettet von einem Pärchen, die, da glaub er heißt Mark, oder? Ja. Kann das sein? Und wird sie gleich wieder geheißen, sie war Selina, oder? Selina, irgendwie so. Ich habe jetzt nur Mark aufgeschrieben, ich habe nur eine starke Frauenrolle geschrieben. Kein Visa 180. Wahrscheinlich. Nein, das war Selina, genau, Naomi Harris war das. Die helfen ihm dann und nehmen ihn mit und erklären ihm dann einmal, du, pass auf,
du bist jetzt hast anscheinend ein paar Tage geschlafen, wahrscheinlich waren es 28 Tage ungefähr, weil er nichts mitgekriegt hat davon, dass die Welt am Bauch übergegangen ist, so wie sie meinen. Sie sagen, es gab ein Virus, zuerst draußen am Land, hast nur die Nachrichten gehört und auf einmal war es aber halt auch bei dir daheim, vor deiner Tür, in deinem Dorf und auf einmal in ganz Britannien und dann sagen sie noch, dass es Fälle gab in Paris und in New York und sie meinen, dass jetzt die ganze Welt vor die Hunde gegangen ist. Daraufhin sagt dann der Jim erst einmal, dass er jetzt halt losgehen und seine Eltern suchen, obwohl sie dann gleich mal sagen, hey, das bringt nichts, die sind tot. Aber er möchte trotzdem natürlich einmal hinschauen und bei der Suche nach seinen Eltern, die dann auch funktioniert, die kann man jetzt wahrscheinlich, sagen wir jetzt einfach mal, die halt auch wirklich tot sind, wird dann der Mark wütend. Mhm. Und wir treffen dann nochmal neue Leute an. Wie ist der Gleason, oder? Brandon Ja, Gleason? genau. Der Brandon Gleason und seine Tochter. Und die sind, ja, in so einem Hotel drin, nein, nicht in einem Hotel, in irgendeinem Hochhaus drin, haben sie die da eingeschlossen. Ja. Und die wollen halt auch irgendwo, die brauchen halt einfach Leute, dass irgendwo hinkommen, weil der Brandon Gleason, der einen Frank spielt, sagt halt, wenn er jetzt halt da losrumpelt und ihm passiert was, dann ist seine Tochter, ich glaube, die hat Hannah geheißen, kann es sein? Die ist dann allein. Und deswegen ist er ganz froh, dass sie jetzt da sind, weil sie können ihm dann helfen und dann auf seine Tochter aufpassen. Und so geht dann die große Reise los in Richtung einer Soldatenanlage, die sie über eine über Radio Durchsage, so schwieriges Wort, nichts gut in Deutsch, diese hier. Gehört haben, es gibt eine Heilung, wird ihnen da verzeiht und sichere Unterkunft. Oder beziehungsweise nicht eine Heilung, sondern die Antwort, oder? Auf den Virus ist hier irgendwie so, sagen sie. Und dann geht die 27 Meilen lange Reise Richtung Rettung los. Und damit auch noch ein großer dritter Akt sich entfalten kann, geht es natürlich nicht so einfach. Das war jetzt ganz schön lang, das hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Der Film dauert ja fast 2 Stunden. Wahnsinn, die haben mich direkt geärgert im ersten Moment, wo ich ihn eingeschaltet habe. Und dann schlägt immer so prophylaktisch auf die Uhrzeit und denke mir, was ist denn schon wieder los, Film? Ja, so ein klassischer 80 Minuten. Ja, das erste, was ich tue, auch immer erst mal schauen, wie lange dauert die Kacke, die man da jetzt da anschauen muss, und dann sage ich eine Stunde 50 oder was, dann denke ich mir, bitte, warum, man? Ja, ich verstehe. Warum müssten schon wieder das übertreiben? Aber gut. Sei mir dahingestellt. Über die Länge können wir uns ja später noch mal unterhalten. Ja. Mikey, du hast jetzt da schon so zwielichtige Aussagen zu dem Film ablassen, mit dem du auf der einen Seite gerade für Rage-Bait sorgen wolltest, hast du jetzt behauptet. Ja. Aber haben wir da nicht auch einen Funken Wahrheit drinnen? Ein bisschen schon. Also ich habe schon ein bisschen Problemchen, ein paar Problemchen habe ich schon mit dem Film. Ich habe also halt bei Letterboxd damit reingeschaut, wie die allgemeinen Bewertungen so sind von dem Film, und die sind ja überschwänglich, dass ich gesagt habe, ja, warum denn so krass? Also er war zwar jetzt halt nicht schlecht, aber dass ich das ausflippen muss, weiß ich jetzt nicht. Er hat nämlich in der bestimmte Passagen drin, da wo er sich unglaublich zirkt, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ich weiß jetzt auch nicht, das ist schon, ist ja ein bisschen sehr gemütlich für so einen Endzeit- oder Pandemiefilm. Weil es ist kein Zombiefilm. Es ist keiner. Die Diskussion macht man nicht auf. Die macht man nicht auf, die Diskussion. Aber, gell, im Making-of, also im Zusatzmaterial, das ich mir ein bisschen angeschaut habe, weil ich habe diese Amaray, dieses Double Feature mit 28 Weeks Later, und da ist viel Zusatzmaterial ist ja nicht drauf. Der Song selber sogar mal, reden sie mal von Zombies, die Schwanz. Okay. Aber es ist aber danach dann auch nochmal aufgeklärt worden, dass sie sagen, sie wollten auch keinen klassischen Zombie-Film haben, weil der Markt ist ja gesättigt gewesen zu der Zeit. Und damals haben wir Zombie-Filme, waren ja einmal so ein bisschen nur die Angst vor dem Atomkrieg und was Atomverstrahlung mal mit Menschen machen kann, im Erdenkopf. Und sie haben sich dann eher dieser damals aktuellen Angst vor weltweiten Pandemien angenommen. Ja, aber du hast ja dieses Making-of angeschaut quasi, oder? Das ist ja direkt, wenn du dann überlegst, was dann rund, weiß ich nicht, 12 Jahre später los war, sagst du ja, okay, 2002, wo es rund 18 Jahre später los war, sagst du, ja, okay, krass.
Da war der Film eigentlich schon weit vorn mit, Ja, ja. mit der, es ist ja weniger Making-of, als wir die ganze Zeit nur eigentlich, Ein Hinweis auf das, was uns bevorsteht. ja, richtig, es ist eigentlich prophetisch, das Ganze. Ja, genau. Erst ab der zweiten Hälfte wird es eigentlich so zum Making-of, Ja, aber das davor ist es stimmt. wirklich nur so Nostradamus-Scheiß für 2020. Richtig. Ich fand den Anfang auf alle Fälle schon mal krass mit diesem, mit den Tierversuche und so, wo sie in dieser Einrichtung sind, in dem die linksgräfer siften, sagst du, alle, gell? Einbrechern. Linksquer versiffte Vegan-Schlampen. Jetzt halt auf dein Maul. Und, Was? ja, los halt einmal. Mensch. Die sind schuld an dem ganzen Dreck. Ja, ich weiß schon, aber trotzdem, die wollten auch nur das Beste. Aber wenn Aber es das dann Geilste ist, sechs, wenn sie das sagt, die Affen da. ja, Und dann sagt, der fand die Szene so geil bescheuert, weil sie sagt die ganzen Affen so und sagt so, oh mein Gott. Und dann der Typ, der daneben ist, reiß dich verdammt nochmal zusammen. Der Ding was flipst gleich so aus. Sie hat gerade einen ausgeweideten Affen gesehen und sagt einfach nur, oh mein Gott, und du schreist es gleich mit zusammen. ja. Ist aber wirklich Scheiß. nicht schön. Also, es ist nicht schön. Also, das mit dem Scheiß Affen, das ist schon kreislich. Und dann machen sie diese Voll. Clockwork Orange, Clockwork Ja, Orange Ding ja. da mit Augen aufspreizen und grausliche Sachen im Fernsehen anschauen. Ja, ist nicht schön, der Anfang. Und dann hören sie natürlich nicht auf diesen Herrn, der sagt, bitte tut's das nicht. Die sind infiziert mit Wut und dann haben wir einen Dreh schon im Schachtel. Also den Anfang finde ich sehr cool. Sehr Ich finde ihn cool. auch ziemlich geil, aber ich finde die Leute brunzen blöd. Ja, wieder mal. natürlich. Ohne Das ist dumme so Leute dumm. hast du nie einen coolen Horrorfilm. Ja, aber das ist wieder so, wo man dann, denke, wenn ich da einbrich und dann ist der Doktor da und sagt, hey Leute, die sind infiziert, wir müssen da vor, und was weiß ich, denke mir so, ja, okay, bei meiner ganzen guten Idee, die ich jetzt halt habe und der ganze Scheiß, was da läuft, aber wenn die mit etwas infiziert sind, dann lass es vielleicht jetzt nicht aus, oder? Ja, das sind Idealisten, denen ist das wurscht. Ja, typisch Gräne. Oh Gott, das wird zu politisch halt. Ich wollte gerade sagen, 28, was haben wir eine Idee? 28 Days before Wahl. Ich kann schon. Ja, stimmt, ja, den haben wir nicht weit weg. So Naja. weit weg sind wir gar nicht. Ein bisschen Ja, Release auf alle Fälle. Wie darf man jetzt aktuelle Themen nicht mehr anschmerzen, sonst ist die Folge auf einmal alt. Die Ja, hört das jetzt dann stimmt in auch 5 wieder. Jahren bei uns und sagt, oh, was reden Sie für einen Scheiß? Ja, wobei in 5 Jahren ist ja eh schon wieder fast Wahl. Das stimmt, gewesen. dann ist schon wieder Gewesen. aktuell. Mann. Und dann ist mir diese seltsame Optik aufgefallen, mit der ich ganze Zeit lang massive Probleme gehabt habe. Der 28 Days Later ist ja der erste Film, der ja mit der Digitalkamera geschossen worden ist. Und da muss ich sagen, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Auch die ganzen Schnitte sind sind extrem schnell gesetzt. Passt natürlich dann auch wieder, wenn diese Infizierten angreifen oder so, dieses Hektische, das da noch mit vermittelt wird. Aber oftmals ist es dann, soll es natürlich für den Zuschauer stressig sein, das Ganze, und man soll sich da live füllen, schon fast so Found-Footage, Wacklerei, aber mir nervt das allerweil. Also ich hätte jetzt das nicht so krass braucht wie da. Und ich hab mir diese Blu-ray, also hast du Blu-ray auch oder hast du DVD? Ja, Blu-ray. Und die Blu-ray schaut aus wie eine ranzliche DVD, oder? Das Beutel? Ja. Ja, brutal. Da habe ich auch dann nachgelesen und du hast das jetzt eh schon erzählt, dass ja aufgrund von diesem Digitalwechsel da anscheinend so ist und sie wollten, die Idee war ja dahinter, dass es ausschauen soll, als warten sie, also sie wollten kein Found-Footage machen, aber dass es ein bisschen so ausschaut, als warten sie Überlebende, die das mitgefilmt haben, eben dann gerade mit so einer digitalen Kamera und nicht mit einer richtigen Filmkamera. Ja. Aber und wenn's das Wacklige ist ja anscheinend auch, wenn du Slow-Mo machst bei Filmen, du hast ja normal zwischen 24 und 25 Frames, und ich glaube, da bist du dann bei über 1000 Frames und wenn du das bei der digitalen machst, dann kommt kein richtiger Slow-Mo aus, sondern dieses hackelige, abkackte Beutel. Okay. Das liegt auch an dem digitalen Stil. Und es war aber bewusst so gewählt, aber ja, für mich war es auch ein wenig ein Problem, das Beutel. Ich meine, das schaut echt gescheit kreislig aus. Also. Ja, und ich muss dazu sagen, ich glaube aber, dass man mir, durch das, dass der Film so ausschaut, wie er ausschaut, ist das geringste Übel, weil wenn du diese Szenen anschaust, die Making-of, da ist kein Filter drauf auf die Battle. Das schaut aus wie GZSZ. Das schaut wirklich so krass kreislich aus. Und ich habe mir dann gedacht, okay, diese Qualität, die ich dann aber später auf der Blu-ray jetzt eben gehabt habe, die ist ja doch um einiges grüßelter und pixeliger. Pixeliger nicht, aber einfach ein wenig grindhausiger, würde ich fast behaupten. Und wo du sagst, ja, okay, dann lieber das mit ein wenig verwaschene Optik, als wird dann diese Hochglanzscheiße, die nach TV-Niveau ausschaut. Wobei es trotzdem in dem Film, ich habe ja ab und zu so im Kopf gehabt, dass es ein wenig soapmäßig ausschaut von den Beutel her. Ja. Es ist ja nicht immer das gleiche Beutel gewesen, sondern es hat ja ab und zu gewechselt und manchmal dachte ich, irgendwie schaut das alles so, entweder erinnert es mich an Soap oder es erinnert mich gerade an irgendeinen krassen Indie-Film.
Ja. Aber ja, ich habe mir auch ziemlich lange an das Beutel gewohnen müssen. Ja, ich habe wirklich eine ganze Zeit braucht. Ich fand den Anfang auf alle Fälle schon mal mega stark. Man gespannter, wer sie da dann 2 Jahre später dann hübsch inspirieren hat lassen, oder? Von diesem Mo wacht auf im Krankenhaus und irrt dann irgendwo in der Postapokalypse rum und weiß nicht, was los ist. Das haben wir ja dann bei Walking Dead zum Beispiel auch drin gehabt. Fast Sind sogar 1:1. Sind da die Comics losgegangen oder die Serie? Comics. Also, okay. Zuerst 28 Days Later und dann, glaube ich, hübsch genau ein Jahr drauf war dann die VÖ von dem ersten Comic und dann, ja, also im Endeffekt hat der Robert Kirkman alles abgeschaut. Wahnsinn. Brutal. Die Leute, die können selber überhaupt nichts mehr. Ja, und eigentlich geht's ja dann weiter, wenn du sagst, das ist ja dann auch so mit dieser Nachricht da übers Radio, mit diesem Militär dann, das ist ja nichts anderes wie Terminus in The Walking Dead zum Beispiel. Also richtig mies, dieser Robert Kirkman. Wahnsinn, der kotzt mir richtig an. Da hätte ich mir jetzt auch eine Plagiatsklage haben. Ja. Also der Ding, wenn es gewesen wäre, der John Carpenter, der hätte ihn gleich geholt. Und die Eier. Aber sofort. Aber hallo, da ist Achterbahn. Er ist ja allgemein sehr inspiriert, aber auch, also jetzt der 28 Days Later selber, der hat sich da wahrscheinlich eine 2000 Fenster lernen, weil man sagt er mir auch noch, dass er sich schon zu stark an der The Dead Trilogie zum Beispiel orientiert. Ja. Da ist ganz viel von Day of the Dead und Dawn of the Dead drinnen. Das stimmt. Also vielleicht haben sie sich deswegen bedeckt gehalten. Das kann schon sein. Vor allem, wenn ich selber abgeschaut habe, dann darf ich mich nicht beschweren, dass von mir abschaut. Eben. Genau so ist. Nein, aber dieser Anfang mega gut. Also diese Verlassenheit, diese Verzweiflung vom Cillian Murphy stark, dieses London total ausgestorben und so, wo es ja auch ein Mordsakt war, das zum Dran mit Stadtsperren um 4 Uhr morgens und so, das ist schon auch ein dafür krasser waren dann Aufwand. zum Beispiel die Digitalkamera gut, haben sie gesagt. Ja, das stimmt. Weil sie damit innerhalb von wenigen Minuten mit 6 Kameras am Start gewesen sind und haben das ganze Zeug überhauen können und das haut halt mit so einer Filmkamera nicht hier. Ja. Also. Das mit den 6 Kameras sieht man sehr gut bei dieser Explosion von der Tankstelle. Da war direkt spannend, also wie viele verschiedene Blickwinkel, dass das gemacht ist und so, was du sagst, ja, das sind jetzt auf alle Fälle ganz schön viele Kameras, die da jetzt gerade rumgestanden sind und das eingefangen haben. Vermittelt aber echt eine geile Stimmung, dieser Anfang, auch wenn er dann so an dieser Wand vorbeigeht, wo die ganzen vermissten Beutel und so weiter drohhängend. Dann also dieses Intro mit den vermeintlichen Nachrichtenaufnahmen von irgendwelchen Toten, die irgendwo gestapelt werden. Ja. Also erinnert mich auch ziemlich stark an Dawn of the Dead Remakes Intro. Stimmt. Mit der Nachrichtenthematik. Sowas mag ich. Das macht immer, finde ich, eine geile Atmosphäre gleich mal aus. Ja, das stimmt. Cillian Murphy, den magst du, gell? Wie kann man den nicht mögen? Ich mag ihn gar nicht. Es tut mir leid. Was bist du für ein unsympathischer Mensch? Es gibt keinen Film, wo ich ihn mag, glaube ich. Er ist bei dem Quiet Place war er mords unsympath. Gut, den Ding habe ich noch nicht gesehen. Oppenheimer habe ich noch nicht gesehen. Sunshine war er cool. Er ist einfach immer unsympath. Peaky Blinders ist ein absoluter Sympathieträger. Ja, überhaupt nicht mehr. Der ist ja voll der coole, kommode Kerl. Ja, er ist immer voll gelangweilt eigentlich. Er ist immer so ein richtiger Rummelbart. Ja, voll. Und das ist aber geil, weil er in echt, es gibt ja so viele Memes, wo sein Gesicht für so völlig gelangweilte Sachen hergenommen wird. Ja. Und er mag sich nicht einmal noch filmen lassen, gell? Echt? Ja, die ganze Anfangsszene, wo er da seinen Schwan einmal aushält, hat er darauf bestanden, dass die in einem geschlossenen Set gemacht wird und er da allein schwängeln kann. Gott. Wahnsinn. Aber zumindest hier gleich mal vorab haben wir schon mal ein T erfüllt gehabt. Auf jeden Fall. Und wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar, ja. Yeah. Wir gehen auf alle Fälle dann danach, muss ich sagen, die Selina, wenn die dann kommt mit ihrem Freund, das muss ich doch noch mal schauen, aber ich glaube, der hat Mark geheißen, oder? Mark war das, ja, das war der Mark. Ja, hast du vorher schon gesagt, weil die hast du aufgeschrieben, gell? Frauenname interessiert dich nicht, aber... Null starke Frauenrolle. Wobei, da bin ich ganz froh, dass sie die über den Film noch mal ein bisschen gewandelt hat, weil die ist mir am Anfang ultra auf den Sack gegangen. Die war am Anfang ein bisschen, wie heißt die, Rodriguez, oder? Michelle Rodriguez-mäßig. Ja, aber die muss am Anfang ein wenig hart sein. Die muss ein wenig hart sein am Anfang. Die muss ein wenig die... Ja, jetzt weißt du,
hab dann auch gelesen, sie haben für die Selina Background-Story noch geschrieben, in der es heißt, sie hat ihre Eltern umbringen müssen, um ihren kleinen Bruder zu beschützen, nur damit es danach dann feststellt, dass ihr Bruder auch schon infiziert ist und sie den auch umbringen hat müssen. Und Okay. dann sagt man ja, okay, dann kann ich verstehen, dass du halt so völlig abgebrühte, abgefuckte Schlampen bist. Aber wenn du das halt nicht weißt, dann, Auch ja, die Frauenrolle. ich meine das ja jetzt nicht base, weißt du schon. Das ist ja, wie wenn ich sage, wenn es ein Typ ist, dann ist er ein abgefuckter Motherfucker. Ah, ja, stimmt. Weißt du, das ist jetzt halt eher positiv gemeint. Ah, okay. Aber das weißt du halt, wenn du den Film so siehst, weißt du das erstmal nicht. Und da geht's mir am Anfang ziemlich auf die Nerven, aber ich finde, die macht eine gute Wandlung durch Ja, und wird dann während dem Film immer sympathischer. das stimmt. Das ist allgemein so, dass die Figuren sie sehr stark wandeln. Auch der Cillian Murphy ist ja am Anfang auch voll der Lulli und wenn du dann am Schluss siehst, da wo es dann Ja. schon fast keinen Unterschied mehr kennst zwischen den Infizierten und ihm. Also da, das haben sie wirklich schon stark gemacht, ja. Auf Das jeden ist Fall. richtig geil, vor allem der Schluss da, wenn er gar keinen Wutvirus braucht, dass er genauso so einen Rage-Modus schalten kann. Ja. Die einzige, wo ich jetzt wirklich sage, die Blasplim ist, war die Tochter vom Die ballert geil. die ballert geil, was? Ja, da hat sie sich doch ihre Valium nur eine und dann fickt sie den anderen die ganze Zeit geil an und ist geil drauf, Alter. Mit der Ach, werde ich mich das feiern. war jetzt nicht immer, dass die geil ballert. Aber Ja, richtig geil Partys mit der. die Tochter vom Knuckles McGinty. Vom Frank. Knuckles McGinty ist das. Das wird immer der Knuckles bleiben von Paddington 2. Haut mit dem scheiß Pelle. Knuckles. Du kriegst von mir jetzt noch ein paar Knuckles. Also, das ist die einzige, die wo ich Blasplim ist. Die anderen haben wirklich stark. Ja. Da kann man echt nichts sagen. Ja, aber gut, sie ist ein Kind und eine Frau. Was möchtest du denn der da schon groß Charakter geben? Oh Gott. So, ich hab dann ein paar so Vibes gehabt von Land of the Dead, wo sie dann quasi schon aufeinandertreffen und dann gehen sie in bestimmte Geschäfte und so und dann ein bisschen plündern und so. Das ist ja wirklich Land so of wie the der Dead. Anfang von Land of the Dead, wo es quasi Ja. ja einen John Leguizamo da rausschicken. Der Ich Dennis war jetzt Hopper. auf Survival of the Dead. Oh Gott, Da haben wir gedacht, wo haben wir mit wo Survival of the haben Dead wir den gehört? jetzt? Ja. Aber Ja das gut, das ist ist im Kaufhaus, das ist ja, da habe ich eher so ein bisschen die Dawn of the Dead Vibes drin. okay, ja. Und dann auch, wenn es eben dann dieses Militär, zu dem Militär hinkommen, dann hast du halt Soldaten mit Zivilisten, da habe ich dann die Day of the Dead Vibes. Ja, und einen angebunden, einen Genau. von dieser Bedrohung angebunden, dass man entweder Dann haben wir dann noch einen Bob auch am Start. studieren kann, der Bab, genau, ja. Richtig. Äh, Aber dann nochmal zu, wie gesagt, diese Tankstelle, die Explosion, saugeil. Die hat mir sehr gut gefallen, mit diesen vielen Blickwinkel. Und die ist ja tatsächlich gesprengt worden. Das ist wirklich eine alte Tankstelle gewesen, die Ich es wollte gerade sagen, das ist weggeschossen haben. Das war Wieder cool. mal schön handgemacht. Ja, sehr schön. Sehr Das, schön. das hat mir auch gefallen. Überhaupt allgemein, ich wüsste jetzt keinen großen CGI-Einsatz in dem Film, der mich gestört hat. Da ist wirklich, auch bei Einschüsse oder irgendwie ist doch immer irgendwie darauf geschaut worden, dass das alles praktisch umgesetzt worden ist und das muss man ihm wirklich auch zugute halten. Ja, ich überlege jetzt auch gerade, Mach. aber da ist wirklich, also mir war auch kein einziger CGI-Ding, auch nicht einmal, dass man irgendwie sagt, da haben sie jetzt noch mit dem CGI-Blut Ja, noch eben. sondern das ist wirklich, also gefühlt alles der Hand gemacht. Also da wird nicht viel, auch die schöne Handabhack-Szene, Ah, das ist so best, die Szene. Also die das ist ist richtig wild. ein kleiner Magic Moment, weil es wirklich dann auch da diese Drastik zeigt, weil sie jetzt dann, man sagt ja jetzt wirklich, wie geht's die Menschen auch drohen so und wie kaltschnäuzig muss man sein oder wie kaltschnäuzig ist sie und so. Und ist ja wirklich der Arm abgehackt, dann noch dem zweiten Mal oder dritten Mal hinhauen und dann haut er so noch hier auf ihn. Ja, Ah, das ist wirklich best zum Anschauen. Wirklich. richtig wild. Was sagst du, vielleicht wartet halt noch ganz kurz nach dem Arm abhacken, ob er irgendwie anfängt zum Schäumen oder so, weil vielleicht hat er was geholfen, man kennt sie aus Walking Dead. Gut, das hat es damals noch nicht gegeben, das haben sie noch nicht wissen können, gell? Ja, das stimmt. Aber das, was ich jetzt mal gedacht habe, Alter, jetzt ist der Arm ab, jetzt warte mal ganz kurz, vielleicht hat es ein geholfen, wenn du den Arm abhackst, aber Ja. nein. Ja, dann wird gleich- saßt du ein Miet, verstehst du? Das ist der Ja, den aber dann schreit und der dem tut was weh und dann. Ja, es muss dann ausbrennen Ja, sowieso. und dann kannst du auch so eine Keule drauf machen mit Stacheln, weißt du, wie bei Walking Dead. Ja, das war das ein Keul, das war doch ein Messer, oder? Das war doch Das war der Merl. Ja. Du hast ja Walking Dead nicht ganz so geschaut, oder? Du hast den alle Staffeln gesehen. Später hat dann auch, ist ein nochmal so einer, der seinen Arm verliert und der macht sich auch so Umschnallding und hat dann so eine Kuh, wie ein Morgenstern praktisch. Okay. Das war aber nicht dieser Jesus-Typ, oder? Weil irgendwann. Nein. Oder der Schwule? War das der Schwule? Der wird auch der Arm abgerissen oder so, oder? Ja, genau. Ah, okay. Der hat dann die geile Keule und haut er wie Schell ein. Ja.
Das ist da in seinem Elternhaus, das ist alles ungemütlich. Also auch, wo er seine Eltern findet, tot, Ja. ist natürlich auch sehr fies, vor allem auch diese Nachricht dann, was heißt, bleib, oder ich hoffe, du wachst nie auf und so. Dann bleibt dir das Ganze erspart. Sehr bitter dann die toten Eltern, die sie mit Schlaftabletten umgekriegt haben. Und eben dann noch dieser Tod von Mark, also da im Elternhaus, da, das hätten sie sich schenken sollen. Aber dann war der Film überhaupt nicht so drastisch, wie das sein soll. Ja, richtig. Weil Ich gehe jetzt nur aus der Sicht von den Figuren. Also, Ach so, ja, gut, wenn ein paar draufgängen oder wenn was aufs Maul gibt, aber. Aus der Sicht von den Figuren ist es, Figuren ist es wahrscheinlich immer besser, wenn Verwandte und Bekannte nicht sterben. Ja. Ja. Meistens zumindest. Meistens. Wie findest du dann, also wenn wir mal Richtung Finale dann gehen, wenn sie dann bei den ganzen Soldaten noch kommen, wie findest du den Part mit den Soldaten, wie findest du die Soldaten und so weiter? Weil da muss ich sagen, da habe ich mein größtes Problem mit dem Bereich. Ja, weil wir wieder bei den alle Klischees sind. Die Männer, die nichts genau. zum Zipfen haben, die werden dann sofort zum Sexual Predator. Aber instant alle? Alle. Ja gut, nein, einer war dabei, der nur ein wenig einen Anstand gehabt hat. Ja, und dieser Oberchief hat seine Männer nur bei Stange halten sollen, Kinder, weil er einer Frauen versprochen hat und möchte dann die Welt neu bevölkern und hey Freunde, was ist denn los? Also. Das haben wir auch gedacht. Also für das, dass man da eigentlich so eine neue Richtung gehen wollte, mit keine Zombies, sondern das sind Infizierte, die soziale Wut und so weiter widerspiegeln und so, die in jedem von uns kocht, und dann kommt das Finale und dann ist es wirklich so eine Blaupause, nachgemeint, weil das hat mich richtig genervt. Und dass halt wirklich alle wieder so eine Vollidioten waren. Also das waren, ich weiß nicht, da hat doch der Garland, hat doch das nicht mehr geschrieben, der muss doch das irgendwie abgegeben haben, weil da war jede Figur beschissen, die ganze Situation war einfach nur billige Nachmache von alle anderen Filme, die es davor mit so einer Art gegeben hat. Ja. Also das hat mich nur angekotzt, das Finale, das nervt mich richtig. Ja. Da bin ich bei dir. Es ist ja auch so, dass ja schon eine ziemlich lange Passage vorausgegangen ist, wo du die Reise sechst zu diesen Militärfuzis hin. Das hat sie auch schon recht so, finde ich. Da waren oder auch sein Traum vom Cillian Murphy, dieser Traum. Ja. Lustängste und so und und dann auch noch dieses beim Militär und dann wird da verzeiht und das und es ist dann alles so redselig, das Ganze, dass ich sage, okay, jetzt spanne ich auch diese 2 Stunden Laufzeit, weil jetzt halt vor dem Ganzen einmal so 20 Minuten raus, dann war das alles ein bisschen knackiger und so gleiche Sachen. Braucht kein Mensch. Zum Beispiel, ja. Das macht nichts gibt mir nichts zu der Figurenentwicklung oder Figurenbindung oder sonst irgendwas, für das vielleicht gedacht gewesen wäre, keine Ahnung. Aber diese Picknick-Szene mit den Pferdl, das sind 5 Minuten, 7 Minuten, die komplett für die Katz. Ja. Die kann ich komplett rauskicken. Ja, aber wir können hin und wieder ein bisschen ein Product Placement einbauen, weil das mit der Hanse bei dem Film hübsch stark mit Pepsi und da werden so die ganzen Marken aufzählen. Ja, dann glaube ich, die größte Produktplatzierung war von irgendeiner britischen Lotterie, was ich gelesen habe. Ah, okay. Ich meine, Pepsi, weil Pepsi, das ist ja schon fast bei der, weiß nicht, was war's, bei World War Z, der Brad Pitt, der haut sich auch jetzt eine Dosen Cola oder Pepsi rein, wo er sagt, ja, okay, wisst man, wo die Kohle herkommt. Aber wie gesagt, ich habe das nur gelesen mit der Lotterie, aber ich kenne die nicht. Ja. Ich spiele relativ selten Lotto in Großbritannien. Eben. Es sind noch andere Sachen dabei, wo ich sage, auch dieser Abgang vom Knuckles, also vom Brandon Gleeson heißt der, gell? Frank. Was ist der Film? Also sage ich ab jetzt Frank, gut. Dann Frank sei Abgang. Frank sei Abgang. Was ist los? Ich kann schon migrantisch sein. Und dann weiß ich, diese scheiß Infizierten, die Tröpfcheninfektion, Achtung, aufpassen. Dann nervt ihn dieser Rabe so sehr, dass er da an diesen Zaun hauen muss und dann haut sie ihm da diesen Blutstropfen rein. Wo ich mir auch gedacht habe, was ist denn jetzt los? Du verhorst jetzt diese Figur mit so einem Krampf, mit so einem Scheißdreck, dass dann los ich doch lieber nur jemanden unter dem Autoführer kriegen und los nicht Achillessehne beißen oder sowas. Aber so wie das in dem da war, das war einfach nur ärgerlich dumm. Ja, und in meinen Augen ging's nur drum, weil dieser Shot, sag ich jetzt mal, ist schon relativ ikonisch mit dem Tropfen, der oben fliegt und ihm ins Augen rein. Ja, aber der Weg dahin. Aber der Weg dahin ist total bescheuert. Ja. Das gehört aber alles so zu mir zusammen, irgendwie so ab da zum Ende hin, als war der Schreiber ausgewechselt worden. Ab da sind so viele blöde Sachen. Ich hätte es irgendwie viel cooler gefunden, wenn dieser Climax, sag ich jetzt einmal, irgendwann während der Fahrt passiert war.
Ja. mit irgendeiner großen Gefahr oder selbst. Dann hätte man diese Klischee-Soldaten alle sporen können mit diesem ganzen Blaupausendreck. Hätte er vielleicht den Frank dann irgendwie viel cooler beim Schutz von seiner Tochter draufgelassen können. Aber ab diesem Frank-Moment, da baut der Film extrem für mich ab. Ja. Das ist, also, da wären wir keine Freunde mehr, wir zwei. Bis dahin finde ich eigentlich ganz cool er hat ein Hint für Längen, eine richtig brunstumme Szene drinnen, die ich aber als Flop mitnehmen möchte. Aber ab da verliert er mich stetig und immer mehr. Das ist dann, denke ich so, ja, jetzt ist irgendwie so das Besondere, das die vorher noch dabei gehabt hast, ist jetzt einfach weg für mich. Ja. Ja, und auch dieses Militär ist immer der Bese und so und dann auch, dass die Frauen da zur Zielscheibe von baldigen sexuellen Übergriffen werden und so. Das sind nicht so Sachen, das ist so wieder so krass Klischee, wo ich sage, der Film, der beschreitet ja doch auch ein paar Wege, wo ich sage, ja okay, das macht man schon in diesem ganzen Untoten- oder Pandemiefilm hübsch einzigartig, zu der Zeit zumindest. Und da macht er aber doch wieder so alten Scheiß. Das, was wirklich kein Mensch mehr sehen kann. Es gibt einen guten Film, der das gemacht hat mit diesem Militär, und das war Day of the Dead vom Romero, und das war's dann. Das andere ist einfach nur allerweil total lästiger Mist. Ich frag mich halt da immer, bin ich als Militärsepp wirklich so bescheuert, dass wenn die da, muss man so, so wie die Filme so wie darstellen, sind die Leute wirklich so bescheuert, dass sie sagen, okay, alles ist ein Bach runtergegangen, aber ich bleibe jetzt da trotzdem meinem Vorgesetzten bis aufs letzte hörig. Ja. Also ich würde, glaube ich, sagen, hey, du, das ganze Scheißsystem ist ein Berg runtergegangen, entweder leben wir jetzt normal miteinander oder du kannst mir mal am Arsch lecken. Ja. Und hier, weiß ich nicht, da mich interessieren, haben wir irgendwelche Soldaten, die uns zuhören, schreibt mal eine, da jetzt ist eurem Vorgesetzten für immer, egal wo es passiert, die ganze Welt ist untergegangen, da ihr eben für immer hörig bleiben. Vor allem, wenn er euch Frauen verspricht. Das ist ja das Nächste. Ja. 28 Tage haben sie nirgends mehr eingezipfelt. Und dann wird sofort die ganze Kompanie ist sofort bereit für eine Massenvergewaltigung. Ja. Finde ich auch wieder fragwürdig. Ja, natürlich, ich möchte auch am Tag 3 Mal einzipfeln. Aber gerade weil ich jetzt mal einen Monat nicht eingezipfelt habe, will ich nicht sofort zum Sexual Abuser. Das bin ich von Haus aus. Aber mir ist es irgendwie so vorgekommen, wie so dieser kleine Mikrokosmos, den sie jetzt da quasi haben, so dieser Gottkomplex, die Kinder, kann keiner was, weil sie sind die Macht. Jetzt kommen diese Frauen und dann wie sie es dann herrichten, kurz bevor sie ja quasi zu diesem Übergriff kommen soll, richten sie es ja her, wo ich dann auch so 120 Tage von Sodom-Vibes gehabt habe, weißt du schon. Ja, es ist wirklich so dieses Haus, diese Villa, dann werden die zwar so hergerichtet, so schön und Ding, und dann stehen sie schon draußen und weißt du schon, irgendwie... Jeder schon Scheiße im Maul. Ja, gerade nicht. Aber da haben wir gedacht, das ist ja schon fast wie da. Ja, ganz komisch. Also ich finde das sowieso, keine Ahnung, ich finde sowas auch immer irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Ich hätte es mir jetzt eingelassen, wenn die, 5 Jahre da schon so hausen müssten und haben seit 5 Jahren kein Weiberts mehr gehabt. Dann sage ich, ja, okay, dann kann ich es vielleicht, also nicht für gut heißen und sonst irgendwas, aber dann war es glaubwürdiger, wenn da einer von denen oder zwei sagen, hey, ist jetzt mir scheißegal, ich möchte jetzt meinen Drang befriedigen. Aber dass er, wie gesagt, nach einem Monat die ganze Horde so anstandig ist, dass sofort übereinander herfallen und keiner mehr weiß, worüber der eingeschoben hat. Ja. Das finde ich das ist so unglaubwürdig, und auch ja mit diesem Gottkomplex und so weiter, das finde ich aber irgendwie so nach den 28 Tagen einmal so fragwürdig, dass ich ja, das ist nicht lang. Genau, das ist so kurze Zeit erstens mal für das, und zweitens da insgesamt. Das wäre einfach mal interessieren, ob das wirklich so war, dass sie dort Leute einfach so weil ich sag, jeder von denen knarren, wenn einer sagt, ich bin jetzt der Chef und ist das, was ich möchte, dann schieße ich mir den Kopf und sag, nein, du bist nicht. Ja. Oder bist nicht, du Vollidiot, schau das ab, also jetzt bin ich der Chef, bis mir oder den Kopf einschießt, weil der dann sagt, nein, bist du nicht. Diese komische, das finde ich immer, da kann ich aber halt nur aus meiner Sicht dann reden, weil ich finde ich kann das niemals mitmachen, weil wenn alles den Bach runtergegangen ist, dann werde ich mich gewiss nur in irgendeiner so scheiß Hierarchie unterordnen, die vorher existiert hat und die da schon total beschissen war. Nee, bin ich raus. Naja. Ja, das sehe ich genauso. Aber who am I to judge? Aber das große Finale finde ich dann wieder cool. Das ist dann so, da haben wir dann wirklich Horrorfilm-Elemente drin mit Regen, mit Gewitter und es ist dunkel und der Cillian Murphy wird zum Predator und es ist wirklich dann wirklich atmosphärisch gruselig und und das kriegt ja dann wirklich auch jeder das, was er verdient. Da mit dem Finale dann war ich dann wieder zufrieden.
So die letzten 10 Minuten, glaube ich, ungefähr sind das, oder wo dann wirklich so, ja, wie du schon sagst, in der Villa, finster Infizierte im Haus, Infizierte vorm Haus, Cillian Murphy, Predator da drin umeinander, patzt der Augen aus, wenn es passiert. Und das macht der Film nämlich ganz stark, so diese Inszenierung von diese Infizierten auch in diesem, wo sie durch diesen Tunnel fahren zum Beispiel, wo sie es dann vor die Schatten sägst und so und und eben, wie du vorhin gesagt hast, mit dieser Zeitlupe war das, oder? Ja, dass die mit über 1000 Frames praktisch hernehmen. Dass das auch so cool gemacht worden ist und so. Also das hat er wirklich drauf. Und sie haben nur Athleten hergenommen als Infizierte, damit das Körperliche trotz diesem Wahnsinn betont bleibt. Das finde ich auch ziemlich cool. So viele Athleten hätten wir gar nicht wie die gehabt haben. Null. Zumindest nicht bei uns im Land. Du hast nur Bulldog-Athleten. Da kannst du auf alle Fälle gut mit einem Schrammschlüssel was anziehen und so. Nicht laufen. Ja, da garantiert. Okay. Aber was auch geil war, der eine Typ, der dann abgestochen wird. Das fand ich eigentlich so, weil da werden doch die anderen weggeführt, damit sie erschossen werden. Und der eine Wichser möchte dann den einen abstechen. Und sein Kollege möchte nicht, dass er abgestochen wird, aber er wird dann dafür später abgestochen. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich mies, dass er den einen noch rettet, in Anführungszeichen, obwohl er nicht einfach gar nicht hätte schießen müssen. Das ist ja das Nächste, was. Es sind 28 Tage drin und so, okay, der spielt nicht so mit, wie es ist, das wollt ihr, der schießt seinen Freund. Ja, okay, du hast es gesagt, der schießt mir sofort unseren Freund, weil wir haben noch 4 Wochen sämtlichen freien Willen verloren, also da schießt man sofort. Völlig bescheuert. Aber das fand ich also geil, dass er dann nur so human gewesen war und hat gesagt, nein, Abstecher können wir nicht und dafür wird er dann noch abgestochen. Ja. Scheiß Idiot. Der Film war ja dann auch ziemlicher Erfolg. Ich glaube, er hat gerade 8 Millionen gekostet, das Ding. Ja, und knapp in 90 eingespielt, oder? Ja, 84 und das ist natürlich dann schon cool. Das hat dann gelangt für den zweiten Teil. Auf jeden Fall. Der dann einiges besser macht, finde ich. Wir haben zwar dann auch wieder im Militär und so, aber da läuft es ein wenig anders. Und, da läuft es ein wenig anders, aber es sind trotzdem viele dumme Sachen dabei. Ja, schon. Aber vom Ganzen, gut, aber da schmerzt man anders mit, würde ich sagen. Da schmerzt man anders mit drüber, aber leider dann nur für unsere Steady-Abonnenten. Oh ja, weil wir dann ein Sequel haben. Und dann einen dritten Teil. Aber das ist dann klickstechnisch geschickt und mir lust wir den dritten Teil dann laufbar. Einen dritten Teil haben wir gesagt, wir, da schauen wir dann einmal, wie aktuell das wir schaffen. Ja, das stimmt. Ob wir den riesen Hype mitnehmen können. Ja. Dann kriegt man vielleicht auch der Pöbel. Aber Teil 2, 28 Weeks Later, wenn ihr sehen wollt. Liebe Männers und Frauens und Viechers, da müsst ihr auf Steady rein, weil wir reich werden wollen. Müssen. Oder? Müssen, genau, müssen. Das haben mir hat's meine Mom gesagt. Und die wahrscheinlich ihre Frau. Ja. Genau, weil meine Mama mich irgendwann mit einem Lamborghini fahren. Okay, meine Frau hat gesagt, wenn ich nicht vor dem Geld vom Podcast mindestens einmal im Jahr davor in Urlaub gehen kann, dann darf ich nicht mehr ans Mikro. Witzig. Also, Leute, wenn ihr weiter unsere geistigen Ergüsse hören wollt, dann einer mit die Kohlen. Richtig. Und jetzt gehen wir zu unseren Tops und Flops. Wie schaut's denn aus? Haben wir jetzt ein Top und ein Flop aussehen? Also mein Top ist die Grundidee von dem Wut-Virus, der die ganze soziale Wut, und allgemein die Wut auf Gesellschaft, die in die Leute steckt, freilässt. Die finde ich eigentlich ziemlich geil. Vor allem finde ich, ist das auch ziemlich aktuell jetzt gerade auch. Wenn man sich die jetzige Gesellschaft anschaut, dann glaube ich, passt das vielleicht für auch ganz viel Leute gerade und die können sich wahrscheinlich ein bisschen damit identifizieren, dass sie sagen, sie haben auch eine riesige Wut auf Gesellschaft. Und mein Flop ist die Tunnelszene, wenn die mit dem Taxi über die ganzen Autos drüber fahren. Das ist so brunzenblöd, dass ich meine, ich flippe komplett aus. Was soll denn jetzt ist das ein Monster Truck oder wo? Soll ich doch dein Maul bestängen überhaupt die Autos, dass du da drüber fahren kannst? Was ist das für ein Scheißdreck? Das erste, was in so einem Fall im Arsch ist der Tunnel, weil er da komplett überfüllt ist mit Leuten und Autos und hin und her. Und dann meint er, kann er durchfahren. Sau gut. Ja, genau. Schließe mich an, das ist gut, ja. Über alle Autos drüber gefahren, ich bin da nur noch den Kopf geschüttelt. Also bitte. Also das sind halt wieder mal so, das gehört auch zu dem Ding, wie ich vorher schon gesagt habe, am Ende, das kann nicht der Garland geschrieben haben, der schreibt doch nicht so eine Scheiße. Aber dafür ist dann, aber nicht aber, sondern da denken wir nämlich auch so am Anfang, wenn der Jim nur zu einer sagt, hey, bleib mal lieber außerhalb vom Tunnel, weil das ist hell, da sehen wir, dann fahren wir halt da schnell dumm. Nein, fahren wir durch den Tunnel, dann sind wir nämlich alle Vollidioten. Also, na, alles stinksauer. Ja.
Da Richtig. hat sich bei mir mal kurz der Rage-Virus breit gemacht. Mike, was waren da was waren denn deine Top-Flops? Toppidi Floppidi. Also mein Top ist auf alle Fälle die Darstellung von dieser, ich nenne es jetzt einfach Postapokalypse, wenn du dann wirklich sagst, okay, mit was für ein Endeffekt geringen Mittel, dass die vollkommene Trostlosigkeit da umgesetzt worden ist, sei es irgendwelche, das Haus vor die Eltern total so vom Pflaster schon das Grärzeug auswächst und schon alles so ausschaut, wie wenn er sie die Natur das schon wieder zurückgeholt hätte, obwohl es nur 28 Tage sind. Aber okay, schauen wir mal drüber. Aber das machen ist sehr authentisch, eben auch mit diesen Sperrungen und diesen wirklich menschenleeren Straßen eigentlich von einer Millionenstadt. Finde ich super cool. Sehr authentisch. Und was ich voll kacke finde, ist dieser überflüssige Tod vom Knuckles McGinty. Knuckles McGinty, kein Mensch kennt sie mir aus. Ich habe ich wieder vergessen, wieder was. Sag's nochmal. Frank, verdammte Scheiße. Der Frank sei tot. Wirklich, wie wenn jemand gesagt hat, okay, wir können jetzt ab dem Moment einen Frank nicht mehr brauchen, was macht man denn jetzt? Ja gut, dann macht man irgendeinen dummen Scheiß und dann macht man sowas. Und das ist halt etwas, wo ich sage, nein. Und was ich den Film auch auf alle Fälle noch zugute halte, es ist ja auch dieser Alex Garland hat ja auch später diesen Civil War gemacht. Mhm. Und ich finde, in dem Film kommt es cooler rüber, diese und diese, wie soll ich sagen, diese Melancholie, kommt da in dem Film besser rüber für mich, als wir in dem Civil War. Weil da, wenn du dann sagst, okay, diese Massen an Leichen und so, das hat mir jetzt da in dem Fall mehr getroffen, oder wenn du dann da Leitling sagst, die wo schon Ocken verwest sind und haben noch Babys dabei, oder das mit dem Kind zum Beispiel oder so, sage ich, ja, das ist finierter gemacht als in Civil War. Da bin ich persönlich näher an die Figuren dran. Ja, so viel. Der Bur ist ja der einzige Infizierte, den man jemals reden hört, gell? Zumindest in den ersten 2 Teilen. Ich bin gespannt, ob man im 3. Teil nochmal, ob es da nochmal was gibt. Okay. Weil er schreit doch zweimal I hate you, bevor er ihm dann, bevor er einen Home Run mit ihr macht. Stimmt. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Bin mir gespannt, ob wir das nochmal kriegen. Wie schaut's mit unserer Teaser? Das ist ja, dass die, ich wollte gerade sagen, dass, weil du sagst, da mit dem toten Baby, die Frau mit dem Baby, dass das alles ja auf echte Beitel basiert, die er da gesehen hat, von vergaste Kurden und lauter so ein Scheiß, was du sagst, die, allein wenn du sehen das auch schon wieder hörst, dann kriegst du schon wieder einen Social Rage. Aber Triple Threat. Absolut. Triple Threat. Ja. Wir haben ja vorher schon mal angedeutet, wir haben ein Tee erfüllt, und zwar das Trompetentee vom Cillian Murphy. Er hat einmal seinen Schwengel. Zwar im abgegrenzten Set, aber das ist ja uns wurscht, weil er heute eine Kamera. Das ist gut. Nur weil nicht die Leute am Set nichts sehen, am Set das sonst auch keiner. Ne? Ja, genau, der ist so blöd, das kapiert er nicht, dass er gefilmt wird, gell? Ja, so das ist kompletter Oscar. Wahnsinn. Für was kriegt der einen Oscar? Für Blödsinn. Ja, genau. Haben wir mir Maps empfohlen? Ich glaube keine Tütchen, oder? Ja. Ganz am Schluss, wo die quasi diese Infizierten angreifen, sechst einmal eine Frau oben ohne. Es ist 2 Sekunden höchstens oder 2. Ja, aber die Sekunden ist wert zum Fetten, da muss ich nochmal. Schau das nochmal an. Ja, schauen wir nochmal an. Du musst nochmal, den Militärscheiß musst du jetzt nochmal anschauen, das tut mir leid. Nein, ich spule auf das Ding hin. Wie schaut's mit toten Tierchen aus? Ja, haben wir auch. Dieser Elefant, ja. Dieser Affe, der haben wir wirklich rein raushängen, der rührt sich mal nicht mehr. Ja. Nein, nicht viel. Haben wir wirklich alle 3 Tees erfüllt gehabt. Sehr stark. Bester Film des Jahres bis jetzt. Würde ich auch sagen. Oder zumindest des Jahres 2002. Wenn wir jetzt schon am Ende der Folge sind, was sagst denn du nur kurz eingeschmissen zu die alternativen Enden? Hast du die angeschaut? Also ich finde das Happy End besser, weil dieses andere, das war halt so typischer, nur so ein Gut-Puncher, sagen die Jungen halt, wo dann der Cillian Murphy quasi noch drauf geht am Schluss und dann gingen sie noch raus in diese ungewisse Zukunft und so. Na, da hat mir das schon besser gefallen. Die haben sich das jetzt verdient und warum nicht? Ja, finde ich auch. Also ich mag auch das versöhnlichere Ende, weil es halt auch ganz angenehme Figuren dann auch vor allem zum Schluss aus, die alle geworden sind, denen habe ich alle vergund. Gott sei Dank haben sie die dämliche Radlfahr-Traumszene nicht mit eingebaut.
Ja, wir haben mal genug Traumszenen. Also Die ist ja richtig grauenhaft gewesen. Aber die ganz alternative Ende war auch interessant gewesen mit diesem Blutaustausch, dass der Frank überlebt. Hast du das angeschaut? Na. Da warten sie praktisch dann in das Lager oder in das Labor gekommen, wo sie am Anfang die Waffen freilassen und haben einen Frank dabei, der ist infiziert, aber komplett fixiert und gefesselt, dass er nicht raus kann. Ja. Dann heißt es praktisch, sie müssen einen Blutkreislauf austauschen und dann stellt sich raus, dass der Jim die gleiche Blutgruppe hätte wie er und er opfert sie dann, dass der Frank wieder zu seiner Tochter kann und dann tauschen sie das ganze Blut aus. Und dann war dieses Happy End gewesen, dass der Jim halt stirbt und sie opfert, aber sie haben halt dann gesagt, Frank ist doch voll erschossen. Der hat doch 1000 Kugeln in Nein, das ist dann ohne Militär war das gewesen. Das war komplett in eine andere Richtung gegangen. Ja, das war dann, ja, okay. Aber sie haben dann gesagt, es ist halt, sie sagen ja immer so, sogar so ein Partikel, so ein Tropfenpartikel, die innerhalb von Sekunden das Viech umwandeln. Und du kannst, das war halt so unglaubwürdig, dass du wirklich so einen 100%igen Blutaustausch kriegst, dass ja kein einziges Partikelchen zurückbleibt. Darum haben sie es dann bleiben lassen. Ich finde das Ende jetzt ganz versöhnlicher mit dem jetzt, das finde ich ganz gut. Ja, absolut. Aber ich muss auch sagen, der Film, der hat heute, wenn es nach heute raus, auf alle Fälle anders ausschaut. Jetzt auch im Hinblick auf die Pandemie, die wir hinter uns gebracht haben, eben auch mit die Masken auf und die haben halt die ganze Zeit über nichts auf. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, okay, wenn so Blutspritzer und so, oder so Tröpfchen das ist aber das ist doch allgemein bei allen Filmen, wo es um Infizierte und Zombies geht. Weil ich denke, Alter, warum rennt es mit dem T-Shirt umeinander? Ich hab doch immer, da bin ich eingewickelt von oben bis unten. Ja. Dass mich da ja nichts beißen kann. Nicht ums T-Shirt, sondern, der hat mich noch einmal bissen, wie ist denn das gegangen? Ja, Wunder, geh doch Vollidiot. Wenn wir jetzt in der Zombie-Apokalypse warten, da eine Lederjacken schon helfen. Kein Mensch kann da Lederjacken durchbeißen. Und wenn das Fleisch innerhalb von der Jacken wegreißen, ist ja immer noch nicht so schlimm, weil du hast da keinen Biss. Genau, da kann er nur so gut sein. Der Zombie-Podcast machen. Eigentlich schon. How to survive. Richtig. Bavarian Zombie. Zirkt euch mal gescheit an. Ich kann die Leute in der Zombie-Apokalypse gerade das Gleiche sagen wie die jungen Dirndl draußen, zirkt sich mal gescheit an, dann kriegst du nicht eine Blasenentzündung. Ja, so schaut euch Snocker dahinter aus die ganze Zeit. Genau, und dann ist ich sag Blut über Blasenentzündung. Ja, selber schuld. So, ich hab's auch auf die harte Tour gelernt, weil ich mit der kurzen Hose auf die kalten Steine gesessen bin und mal jetzt die Hämorrhoiden gekriegt hab. Da musst du dir heute noch? Nein. Jetzt habe ich immer Hämorrhoidenkisten dabei, das liege ich mir unter. Okay. Kurze Hosen, ja, aber was drunter liegt, weil Hämorrhoides zum Schleifel machen sind nicht schön. Das soll Schlusswort sein. Ja, unbedingt. Das ist Zeit. Schöner geht's nicht. Nein, war gut. Ich meine, dem Film, glaube ich, gerecht worden. Und dort uns einfach folgen, wo man uns folgen kann. Gibt uns ein Herzchen, einen Daumen oder wo auch immer ihr uns irgendwo geben könnt. Macht das bitte. Geld. Ja, schaut's bei YouTube vorbei, ist auch ganz cool. Kann man da jetzt schon irgendwas abschließen bei YouTube? Auf YouTube könnt ihr auch Kanalmitgliedschaften abschließen und Supersticker kaufen. Yeah, ich sterbe Superstickers. Superstickers and the real shit, nigga, Gangster shit. Vielen Dank, dabei wart, dass zugehört habt bei unserem Geschwafel und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ja. Nicht von Großbritannien. Ja, von London auf jeden Fall. Deine also. Ja, also Irland auch noch. Irland dann auch noch dazu. Vielen Dank an alle und auf Wiederhören.